Hallo? Oh! Oh! Ja, den Laptop reparieren mit dem Kreuzschlüssel. Ich weiss ja nicht. Okay, das war das Glibber-Glabber-Geräusch, das wir über den Dude sind gelaufen. Hallo, da ist Vatalio. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Resident Evil 7 Biohazard auf Schweizerdeutsch. Wir sind bei Part 18. Wobei... Vielleicht ist es auch schon der letzte Part. Ich weiß nicht. So ein bisschen langsam das Gefühl, das Game verratet uns irgendwie viel, was wir noch nicht gewusst haben. Und vielmals in Games kommt das doch so ein bisschen gegen Schluss raus. Wir werden es sehen. Ja, ist es das Ende oder nicht? I don't know. Was wir wissen ist, wir haben das letzte Mal herausgefunden, dass das kleine Mädchen namens Evelyn ist da auf dem Schiff irgendwie in einem Labor wie gezüchtet worden oder irgend so etwas. Als kein Plan was und hat irgendwie so Glibbermonster-Zeugs gemacht und Kontrolle über andere Menschen, unter anderem auch wie die Mia, hat sie wie Kontrolle genommen. Und am Schluss hier hat sie wie gefunden, ja, also die Mia hat ihr gesagt, wir sind nie eine Familie gewesen. Und das Mädchen hat dann gesagt, sie braucht uns dem von nicht mehr und jetzt tut sie uns irgendwie heimsuchen oder irgend so etwas. Ich weiss es nicht. Jedenfalls, eigentlich sonst eben so ab dem Moment, wo, ja, das ist mir einfach zu viel. Ab dem Moment, wo man das Monster oder das Ding, das im jagt oder weiss nicht was, nicht mehr sieht, finde ich es nicht mehr cool. Finde ich es echt... Also mal klar ist es noch cool, aber es ist halt echt... scary. Okay, wir haben... flüssige Chemikalien, Muni. Los, Muni. Ich wäre so froh um das Messer. Ja, hat jetzt gescheiter... Arznei, nein, Arznei haben wir noch. Okay. What that? Nektoxen. Zuerst aller Indi es Biobas. Nerbestig. Jekten Verte muss vorstimmen. Geben Sie Probe in den... Was? Sinnbehälter. Und das wäre der. Wollt ihr hier oder wollt ihr Lift? I don't know. Hier. I don't know. Oh mein Gott. So schnell schauen, ob ich richtig bündig in der Mitte hocke. Dass man mich auch schön sieht verklüpfen. Hehehe. Okay, ein Laptop. Der ist wohl kaputt. Hey, das ist doch ein Mia, euer Laptop. Flüssige Chemikalien. Maschinengewehr, Muni, aber kein MG. Kein Dietrich. Nichts. Nichts. Ich habe nichts. Ich habe wirklich nichts. Okay, dann heisst jetzt wahrscheinlich der Lift rauf. Also in den Liftschacht rein und dann dort die Leiter rauf. Schreiss. Und ich hoffe doch, dort oben finde ich das MG. Das muss doch wohl. Also, sonst, also... Das ist also wirklich nicht fair, sonst. Hallo? Ich habe nicht das Gefühl, dass wir hier oben ein MG werden finden, ganz ehrlich gesagt. Vielleicht da hinten. Ah! Langsam raufschauen. Oder auch nicht langsam. Cool. Kontrollraum oder so, oder? Wo ist mein MG? Oh man, ich bin Mia Winters. Mir steht so ein MG zu. Ich habe es jetzt sicher nicht in so einer Schublade sein. Aber Schiesspulver, das heisst, ich kann noch mehr Muni machen. Und zwar die hier.
Das gehört aus zum Schiff, okay. Aber in der letzten Folge bin ich nicht ganz draus gekommen, was das soll. Wollte ich hier schon rein? Nein, ich wollte hier noch nicht rein. Ich wollte zuerst noch im Kontrollraum schauen. Irgendwo muss es doch irgendetwas noch haben. Oh! Hallo! Ich hatte auch schon bessere Tage gehabt. Nope. Merkt ihr, wie ich jedes Mal jetzt eben, wenn ich so einen Spind auftue, wo einmal ist ja so eine Leiche oder so einen verweste Dude rausgekommen und jetzt jedes Mal... Oh. Wenn ich so das Ding auftue, dann ich zuerst mal einen Schritt zurück. Oh. Nein! Da ist es doch! Das ist so schön, oh mein Gott. Wo ist der Schlüssel? Kreuzschlüssel, ja, das ist nicht der Schlüssel, den ich brauche. Karte des Schiffs, okay. Und jetzt? Die Karte, also ich habe jetzt das Gefühl, dass wir das... Nein, das wär zu genial. Einfach, egal was für einen Schlüssel, Hauptsache irgendein Schlüssel. Aber ich will das Ding unbedingt finden. Ja, ich weiß nicht, wie schlau das ist, hier runterzukumpen, aber ich kann vielleicht von da an die Leiter rüberkumpen. Ein bisschen schneller drunter, okay. No. Wir gehen zuerst noch schön alles hier abchecken. Dass wir noch nichts vergessen haben. Und es bollet wieder. Schubladen kann man nicht auftun. Okay, ist ja gut. Es hat nichts, ist ja gut. Gleich noch schnell. Oh, vielleicht funktioniert er noch. Ist irgendwie Five Nights at Freddy's? Ethan. Oh, arme Ethan. Hoffentlich schaffe ich es noch. Okay. Unterstes Deck. Oh! Oh! Gott! Oh no! No! Verdammte Halluzination. Wo ist sie? Verdammte Halluzination, ja. Das ist sicher, wo wir jetzt vorher... Das ist das Schicksal, wo wir vorher so viele Pillen genommen haben in der letzten Folge, in diesem Tape. Okay, ich muss jetzt ganz runter. Oh Gott. Ich hoffe, wette, sie kumpelt mir dann die ganze Zeit immer wieder an. Bombe mit Fernzünden. Kann ich nicht echt da rein? Was passiert, wenn ich da drauf schieße? Vielleicht ein bisschen von weiter weg, vielleicht von hier so. Aber Bomben, rein theoretisch... Nein, das habe ich nicht wollen. Oh no. Okay, ich vertraue jetzt einfach auf das Spiel, dass mir das Spiel nicht verarscht. Und nämlich, dass mir das Spiel jetzt hier den Weg freilässt und dass das nicht irgendwie Territorium ist, das nicht kaputt gehen kann. Please do me a favor. Und so verschwendet man eine Bombe mit Fernzünder. Aber ja, ist doch gar kein Problem, die brauche ich eh nicht. Oh Gott, ja, mach doch einfach das Ding da auf, okay. Ja, in dem Fall, hä? Und hast das Deck. Und zwischendurch wird uns immer wieder das Mädchen ankumpen. Und das ist nicht okay. Sorry, das ist wirklich nicht okay. Tut mir leid. Irgendwo muss doch der Schlüssel sein. Also wenn ich die kann, ich kann nicht dort die Kiste auftun. Sondern ich versuche als erstes zu oberst oben das MG zu holen. Okay. Ja, jetzt müssen wir schauen. Jetzt kann man nämlich ganz einfach von dieser Seite... Nein, geht eben doch nicht gut. Sonst wollte ich sagen, wenn wir jetzt von dieser Seite die Tür auftun können.
wäre das überhaupt nicht okay. Jetzt kommen wir dann sicher wieder in die Halle aus. Und Evelyn kommt uns einfach an. Ja, das ist schon gut. Wir wollen jetzt hungerst. Wir werden mal hier schauen. Nope. Ah, wir können hier gar nicht anders. Das ist hier wieder alles voll Glibberviecher. Wo? Können wir echt mal davon ausgehen, dass das der Wind war? Es klingt so grusig. Ah, mach ich lüften, es stinkt da drin, das ist furchtbar. Täusche ich mich nochmal, oder hat die Pflanze irgendwie das letzte Mal noch nicht gehabt? I don't know. Oh, was ist denn das? Aber da muss es doch irgendetwas Brauchbares dran haben. Wenigstens den Kleiderbügel. Dann kannst du daraus einen Dietrich machen oder so. Nein. Okay. Der halt nicht. Es gibt nichts zum Drücken an diesem Ding. Super. Wirklich einfach nur super. Also das Ding ist... Wenn ich jetzt hier unter... Das ist ja der Safe Room, oder? Da sind wir schon mal gewesen, ja, ja. Wenn ich jetzt hier unten nicht weiterkomme... Dann langsam schon gar keinen Plan mehr, wie es dann weitergeht. Ah, unterstes Deck nochmal. Irgendwo hier kommt man ja wieder runter, und zwar genau hier. Yeah. Well done. Well done. Oh. Well done. Ist jetzt hier irgendwie gerade nebliger geworden? Wenn ich die Kerze hier wieder rein tue. Was macht denn das Ding da? Die Stromversorgung geht da in den Schleim rein und macht dann nichts. Okay, vielleicht gibt es einfach da das Lämpchen da. Hä? I don't get it. Nope. Nope. Geht offen lassen. Ich finde es mega gäbig, dass die Türen in beide Richtungen aufgehen. Hat jetzt das Ding dort auch nicht die Tür versperrt? Genau, nope, hat es nicht. Also muss ich irgendwie mit dem Lift runterkommen. Aber die Frage ist, wie komme ich jetzt mit dem Lift runter? Wie komme ich mit dem Lift runter? Für die Tür brauchen wir ja da das silbrige, oder da das Glibber, das rosarote Glibberzeugs. Hätte ich zum Glück nicht erstellen mit flüssiger Chemikalien, weil sonst hat mir das jetzt recht angeschissen.
Also, back up we go. Oh, ich weiß es schon nicht. Habe ich irgendeinen Gegenstand? Da, Kreuzschlüssel. Okay, vielleicht doch. Schnell hier unten ein bisschen Ausschau halten. Wenn wir nicht da irgendwo... Da sind Mutter dran, aber die sehen aus. Die sehen. Nein, die sehen nicht aus, die sehen rein. Mist! Wo brauche ich denn den Kreuzschlüssel? Es saftet es wieder so. Richtig am Saften. Irgendwo muss man doch den Kreuzschlüssel können brauchen. Aber wo? Wo? Da ist nichts. Nope, da ist nichts. I don't get it, Leute. Vielleicht wird die Folge einfach ein ewig lang suchen sein. Das Maschinengewehr bekommen, die Tür mit... und Ethan retten. Okay, I see. Also muss es ja... Also muss ich den... Es muss ja fast sein, dass ich den Schlüssel weiter oben brauche. Wahrscheinlich habe ich den ganzen Weg jetzt hier für nichts gemacht. Aber at least... we didn't get attacked. Das wär's ja noch, oder? Ist immer noch von der anderen Seite verschlossen. Ich denke, dort muss man vielleicht gar nicht mal rein. Also, definitiv noch nicht jetzt. Die Frage ist... Okay, hier in diesem Raum ja, sind wir ja auch schon gewesen. Schauen wir mal hier ein bisschen um, ob wir irgendwo... können unseren Kreuzschlüssel brauchen. Nope. 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 Ja, well, im Lift einfach mal alle Mutter lösen und dann einfach abstürzen, aber die hören ja schon, wie das tönt. Es tönt nicht so vernünftig. Ja, den Laptop reparieren mit dem Kreuzschlüssel. Ich weiß ja nicht. Ah, die Tür schon. Wo ist denn das ätzende Mittel? Wahrscheinlich sicher da innen. Schacht. Okay. Well. Nope, this doesn't work. Okay. Dann mache ich da raufgehen. Und wenn wir dann endlich hier oben angelangt sind. So, jetzt mache ich weiter schauen. Ist das der Schacht? Nein, der Schacht ist weiter unten. I don't get it. Irgendetwas übersehe ich hier. Wahrscheinlich nicht nur etwas. Wahrscheinlich der ganze Sinn von diesem Spiel hier. Nein, das schon nicht, aber Yay!
Aber das ist eigentlich gut. Wenn ich dort schon etwas nicht gesehen habe, heisst das eigentlich, dass ich wahrscheinlich da oben doch zu wenig lang geschaut habe. Eben doch dann. Piep, 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 piep. Nein, von dort sind wir, ja. Wäre jetzt Hammer gut gewesen, wäre jetzt einfach der Schlüssel wäre drin gewesen, aber ne. So einfach ist es ja doch nicht. Also gehen wir nochmal in die Kapitänskabüse. Die Schäfte kann ich leider auch nicht auftun. Ja, das hätte können funktionieren. Schließlich eine Bombe. Hat aber nicht funktioniert. Ist schließlich ein Fakt. Und ich habe keine Ahnung, was das jetzt muss machen. Also gehen wir wieder runter. Was zwar irgendwie auch nicht Sinn macht, wo... Ah, schau da. Schau da. Tada! Okay. Okay, da kommen wir nämlich jetzt in den Gang, respektive in den Stock, wo wir vorhin noch nicht kamen. Lustig wäre jetzt einfach das Ding da irgendwo ablegen. Okay, da hat ganz viel Zeug. Louis, das Kabel ist komplett durchgeschmort. Wir hatten zwar ein Ersatzkabel, aber damit mussten wir schon etwas auf der Krankenstation 3F reparieren. Du musst Dr. Waddle danach fragen. Die brauchen mich unten im Maschinenraum Nummer 2, aber ich kann nicht runtergehen, bevor wir das Teil nicht wieder in Gang bekommen. Dwayne. Okay. Eine Sicherung und hier das Netzkabel. Das Netzkabel ist, das wissen wir, was ist. Die Sicherung. Aha, okay. Also, jetzt heißt zuerst mal ein paar von den Kollegen da besuchen. Oh, ein Überlebensmesser. Nice. Ich wette das im Fall aber. Knarre, du kommst. Kann ich dich nicht bewegen? Warum sollte ich dich nicht bewegen? Okay, egal. Doesn't matter. Das kann man glaube ich nur bei Kisten. Jedenfalls gut, da sind wir noch nicht gewesen. Ich habe das Gefühl, es wird doch noch nicht die letzte Folge hier. Wo... Es ist etwa noch ein bisschen mehr als... So plus, minus 10 Minuten sind jetzt noch übrig von dieser Folge. Und irgendwie haben wir mein Bauchgefühl, wir haben doch noch ein bisschen mehr zu tun. Tada, entriegelt. Und da mal Party crashen. Hello. Das ist ein bad big guy, meine ich.
Oh Gott. Nein, oh Gott. No. Wie viele Schüsse habe ich jetzt echt gerade versäbelt? Ich hätte im Fall auch gerne wieder das MG wie vorhin im Tape, das ich Mia gespielt habe. But it doesn't look like. Schießpulver! Nice, nice, nice! Keine Chemikalien, blöd, blöd, blöd! Die Bilder sehen noch zu gut aus für... Oh, it's a puzzle. Ah, aber nicht ein allzu schweres Puzzle. Nämlich das Bild einfach gerade stellen. Nämlich genau so. Das Bild muss unten rot aber grün haben. Voilà. Dann schnell ein bisschen Kraut reinnehmen. Das wird dann aufgehen, wenn wir das Puzzle gemacht haben. Und der Fleck muss nämlich unten links sein. Weiß ich gar nicht, hat man die auch drehen können? Nein, der muss oben links sein. Einmal drehen. Zack. Dankeschön. Nice, nice, nice. Triple nice. Okay, und jetzt natürlich wäre der Dream. Vielleicht können wir das Schloss einfach mit dem Ärzmittel aufzüchsen. Maybe. Das ist grusig. Nope. Also wenn wir schon so viel Maschinengewehr-Muni haben, dann wollen wir also auch das Maschinengewehr, also, hallo, also, das ist doch klar, oder? Weil der kann man nicht mehr durch. Okay, das war das Glibber-Glabber-Geräusch, das wir über den Haus gelaufen sind. Da war unser Kollege Jan. Da. Okay, okay. Save Room. Ja, mir und das bla 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 bla. Ja, das ist das, was ich letztes Mal im Tape gesehen habe. Pistolenmuni. 32, was? Es waren nicht 32. Ärzmittel, nice. Die Kiste ist aber nicht gross drin, aber das Zeugs nehmen wir mit. Jetzt. Jetzt haben wir in dieser Folge einfach ein bisschen sammeln gehabt. Ich glaube, das lasse ich auch so stehen. Dann schauen, jetzt kann ich nämlich, einstellen, dass ich die Pistole links ist okay. Und dann würde ich gerne das Messer gegen rauf. Ja. Und die Bombe gegen runter. Perfekt. Besser geht's nicht. Dann nehme ich die Pistole links und das Schwere dann rechts. Also das MG, das ist tiptop. Okay, jedenfalls, wir haben jetzt die Ärzmittel-Dinger und wir können in der nächsten Folge dann die Türen aufätzen und werden hoffentlich dort irgendwie den Schlüssel finden zum Maschinengewehr. Fände ich einmal mega cool. Also, mal eine Runde speichern. So, gespeichert ist. Und dann würde ich sagen, lassen wir die Folge so für heute stehen. Und für euch 3 Tage dort wieder, wo wir jetzt aufgehört haben. Ja, dann würde ich mich in diesem Moment bei euch verabschieden und sagen, merci vielmals fürs Zuschauen, habt Sorge und bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!